Ein Mann, der fuhr zu uns nach Hause und der war ziemlich weit besoffen. Und dann ruft da der Früh an und sagt, der Früh läufst du, komm schwimmen hier an. Ich habe schockiert und hier sind ein Teil Deutsche. Und dann sagt der Früh dann, was hast du einen Bus angefahren? Da irgendwo manche fahren, da was ist passiert? Dann sagt der Mann, nee, ich hatte Mühe vom Friedhof angefahren. Wir sagen, ich habe so Angst für Deutsche, so komm schwimmen mich helfen. Diese Früh glaube ich nicht, dass die schwimmen was helfen gekommen sind, wenn es Leute da wieder Angst haben für die Deutsche. Viele Menschen, die haben für die Deutsche Angst ist für das Leben hier. So ist das Mann dann. Naja, besuchen vorher soll ich auch nicht. Und hat Mühe angefahren und hat aber so Angst für die Deutsche. Einige Menschen haben so viel Angst für die Deutsche, dass die nicht mal beim Friedhof alle vorbeifahren. So in Deutschland wird die noch ständig, der ist Soldat. Aber wenn sie eins von Sachen im Leben nicht erreicht haben, dann denke ich, da wird eins ein Gäst da ranfahren, wird da eins ein Knappel an der Reif stoppen, der eins wird alle. Einfach, dass in Angst hat, beste Sache. Aber nicht bloß für Deutsche, sondern viele andere Sachen, die in ihrem Leben Angst macht. Die Bibel redet von dieser Angst, dass das wird bindet. Da sagt uns die Bibel in Sprüche Kapitel 29, Vers 24 folgendes. Menschenfurcht, dort bringt uns eine Schlange Ramdi. Also das ist von den Strang anbindet. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird sicher sein. Wer sich auf den Herrn verlässt, auf Jesus Christus verlassen, der kann sicher sein. Als nicht beim Friedhof oder manch Menschen oder anders weiß, auf Gott verlassen, dort bringt Sicherheit. Angst haben für Menschen bringt Unsicherheit. So, manche Menschen, die haben vielleicht nicht Angst vor dem Friedhof, sagen, das ist nicht mein Problem, aber die haben Angst vor der Welt ein. Die haben Angst, was irgendwann passieren wird. Wenn einmal ein Krieg ist, wenn das ist, dann soll er auf den Krieg checken. So soll er auf die Probleme checken. Das wird eine schwere Zeit geben. Und dann sind die so gebunden. Ich will alles Geld abrufen in seine Jitze, wenn es das kann irgendwann kompliziert werden. Ich will deswegen noch nicht wieder andere Menschen sehen, in der Mission sehen. Darauf komme ich nicht, wenn es noch sein für die Zukunft. Was nu mehr Menschen erreden für Jesus Christus, dass die eine Zukunft haben im Himmel, das ist mir nicht so wichtig. Mir ist wichtig, meine Zukunft. Deswegen, wenn es das kompliziert wird, wo ich nicht auf Gott vertraue, ich will auf mein Eich vertraue, wenn es das Zentrum von dieser Welt ist, dann ich habe Angst für die Zukunft und ich mache alles tun, um diese Angst einzuwandern. Ich werde irgendwann anrufen, dass ich mich helfen wird, wenn ich Angst habe für all die Sachen, die irgendwann noch können passieren, was noch nicht passiert sind. Mit anderen wird Angst haben für die Deutsche, was da irgendwo können sein dann. Und die werden die nicht helfen. Aber was die helfen kann im Leben, ist das Vertrauen auf Gott. Wie ist das mit deinem Vertrauen im Leben? Bist du eine Person, die auf Gott vertraut, das ist sehr leicht zu sagen. Aber im Leben das nicht bloß sagen, sondern ich will das praktizieren. Wir wollen nicht die Zukunft. Wir wollen nicht, was alles passieren wird. Aber wir können weiter eine Person, die die Zukunft weiß, was Jesus Christus ist, wenn wir mit ihm in Verbindung sind, die wird mir dich helfen dann. Und deswegen ist das immer weiter, dass wir eine Oase von unserer Seele merken, indem wir ab ihm herrschen, ab ihm checken und mit ihm reden. Und wenn ihr Angst habt für Menschen und für Situationen, die passieren können, und abpassen, nächstes Mal vor nicht die Mühe und ja beim Friedhof, aber wenn das passiert, brauchst du auch nicht Angst für die Deutsche haben, wenn es die Deutsche war, die Alltag lassen.